Herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von The Witcher 3 Blood and Wine. Ja, das Let's Play ist ja, also sprich mal von der Story her, ist es ja eigentlich vorbei, wie wir in der letzten Folge gesehen haben. Nur dummerweise habe ich das schreckliche Ende bekommen. Ja, es ist so, ich habe nochmal das Ganze recherchiert, bei The Witcher 3 Blood and Wine gibt es insgesamt 3 Enden. Also sprich offizielle Enden. Es gibt so noch eine definitive Abschlusssequenz, die werden wir uns aber erst später noch reinziehen. Aus Gründen der Nachvollziehbarkeit, sag's mal so. Weil, ja, wie gesagt, am letzten Part hatten wir das schlechte Ende und ich will jetzt erstmal die restlichen Enden noch durchbringen. Das hier ist ja der berühmte Part Nummer 50. Das heißt, berühmt ist halt eine runde Zahl. Deswegen wollen wir uns heute mit dem guten Ende befassen. Es gibt ein gutes Ende, es gibt ein schlechtes Ende und ein tragisches Ende. Jetzt folgen wir das tragische Ende, wo beide Schwestern starben. Heute soll das gute Ende folgen. Ich muss ganz kurz mal gucken, wo ich denn da war. Ich glaube, das war das Richtige. Oh je, oh je. Und im Prinzip, ja, ich wollte eigentlich das gute Ende haben. Wir haben eigentlich auch alles richtig gemacht, bis halt auf mein Gespräch mit Syanna. Dort habe ich es ein bisschen vergeigt. Genau. Wir sind bereits hier, perfekt. Quatschen wir ganz kurz mit Syanna und würden wir das Gespräch überspringen, dann würde es dann auch so enden, wie ich es gerade im letzten Part gezeigt habe. Sprich halt nicht sehr gut. Was runter? Okay. Er wollte gerade runterspringen, vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Ja, 3 Enden. Das dritte Ende, das schlechte Ende, hat echt damit zu tun, was ich schon mal erwähnt hatte, bezüglich halt, ja, würden wir Syanna halt nicht ihr Armband zurückgeben, das sie damals von diesem Zauber bekommen hat. Allerdings kann man das ja irgendwie, naja, man muss dazu ja gar nicht die Quests, also sprich die Quest mit dem Märchenland machen. Entweder du machst die Märchenland-Quest, vergisst aber ihr das Armband noch zu besorgen, oder aber du machst die andere Quest, da mit dem Unsichtbaren, mit dem Vampir. Beides kommt etwas gleich hinaus. Und das schauen wir uns in der nächsten Folge an. Oder mehr oder weniger, ich will eigentlich das mit dem Vampir noch machen, wa? Ja, mal gucken. Auf alle Fälle jetzt erst einmal pro Part jeweils eines der 3 Enden. So. Halt! Ich muss dringend mit Syanna sprechen. In welcher Sache? Ich glaube, das geht ja gar nicht. Ich muss sie befragen. Es sind neue Fakten ans Licht gekommen. Die müssen geklärt werden. Anscheinend hat sie geplant, die Herzogin umzubringen. Na gut. Du bist der Hexer, der die Morde aufgeklärt hat, nicht? Dann gebe ich dir die Erlaubnis, aber nur ein paar Minuten. Ich werde mich kurz fassen. Bin ich jetzt mal gespannt. Falls ich jetzt irgendwie noch einen Fehler mache. Kontrollpunkt. Doch, der stimmt. Okay, lass mal dabei. Der Hexer redet mit der Gefangenen. Ihr könnt kurz Pause machen. Wenn's nur ein Moment ist, ganz schön vorschriftswidrig. Bist du gekommen, um nach mir zu sehen? Es geht mir gut, danke. Artorius Band hat Wunder gewirkt. Schade, dass sie es mir weggenommen haben. Ich weiß, wer das 5. Opfer werden sollte. Meine Güte, kannst du denn das Schnüffeln nicht lassen? Ich sitze im Kerker. Detlef ist tot. Reicht das nicht? Syanna, hör auf, so zu tun, als wäre dir alles egal. Ich weiß, dass du Theater spielst und du wirst nicht besser. Warum wolltest du sie umbringen? Na. So ein gerissener Detektiv fragt nach dem Offensichtlichen? Komm schon, Geralt. Was glaubst denn du? Ja, ich überlege gerade. Also, hatten wir auch in der letzten Folge. Hier muss man natürlich das Richtige wählen, damit am Ende das gute Ende dabei rauskommt. Sprich, wenn ich das hier mache oder das hier, dann, ja, sterben beide. So. Aber ich will ja das hier. Weil sie dich im Stich gelassen und jedes Andenken an dich verbannt hat? Bravo, Geralt. Wieder ein Rätsel gelöst und deine krankhafte Neugier gestillt.
Und jetzt? Läufst du mit deiner Entdeckung zu Anna Henrietta? Sie ist nicht mehr in Gefahr, aber vielleicht legt sie ja trotzdem was drauf auf deinen Lohn. Natürlich sage ich es ihr. Wenn auch nicht des Geldes wegen. Warum denn dann? Sie muss es wissen. Und sei es, weil du es bestimmt wieder versuchst, falls sie dich rauslässt. Das kann schon sein. Okay. Genau, hier ist der nächste Punkt. Diese Antwort und diese Antwort sind falsch. Ich glaube, er hat in der letzten Folge das hier gemacht. War genau endlich etwas Aufrichtigkeit. Im Prinzip, ja, ich meine, das hier ist quasi vorbei und so, du bist mir scheißegal. Mit dieser Antwort fordern wir sie eigentlich ein bisschen heraus, wa? Und damit geben wir ihr halt Anlass, sich nochmal zu überlegen, das Ganze. Und deswegen müsste das hier das Richtige sein. Vielleicht könntest du kurz aufhören, dir selber leid zu tun und erwägen, ihr zu verzeihen? Warum sollte ich? Um der alten Zeiten willen. Ihr habt euch mal geliebt? Bitte. Ich weiß nicht, wer dir solchen Schwachsinn erzählt hat, aber... Ich habe das Tagebuch eurer Gouvernante gelesen. Ihr wart unzertrennlich. Anna Henrietta hat dich zwar bisweilen in Schwierigkeiten gebracht, aber sie ist auch für dich eingestanden. Wenn du Albträume hattest, war sie die Einzige, die dich beruhigen konnte. Die Zeit nagt an unseren Erinnerungen und verdreht sie. Manchmal bleiben nur die Guten und manchmal nur die Schlechten. Wenn sie mich geliebt hat, warum wollte sie mich dann loswerden und vergessen? Ja, jetzt muss ich gerade selber ein bisschen überlegen, was war jetzt hier das Richtige? War jetzt das erste oder was das zweite? Sie war ein Kind, frag sie doch. Ja, eigentlich hatte beides etwas, aber ich würde doch eher sagen, frag sie doch. Oder sie war ein Kind im Sinne von die Vergangenheit ruhen zu lassen. Ja, komm, riskieren wir es. Bis hierhin stimmt es soweit. Sianna, du wurdest verbannt, als sie wie alt war? 12? 13? Sie war noch ein Kind. Was hätte sie machen sollen? Rebellieren? Einen Staatsstreich organisieren? Das Siegel deines Vaters stehlen, um eine Begnadigung zu fälschen? Sie war machtlos. Sie hat dich nicht aus ihrem Gedächtnis gelöscht, weil du ihr egal warst, sondern weil es so schlimm für sie war, als du gingst. Anders kam sie mit dem Schmerz nicht zurecht. Es war dein Ernst im Land der 1000 Märchen. Du willst unbedingt ein gutes Ende, was? Und wir alle leben glücklich bis an unser Ende. Geh schon, Hexer. Sonst heften sie deinen Orden noch einem anderen an. Das wäre echt furchtbar. Leb wohl, Sianna. Kommandant de la Tour will dich sehen. Können wir direkt gehen? Ja, ich würde sagen schon. Also am Schluss nachdenke ich, es müsste doch gereicht haben. Was ist doch das andere? Tja, wir werden es gleich sehen. Gehen wir. Ich will ihn auch sprechen. Damien? Geralt, es wird Zeit. Bereit für die Zeremonie? So, das kennen wir ja. Es kann losgehen, genau das 5. Opfer, was werden sollte. Das müssen wir offenbar auch noch machen. Das haben wir zwar am letzten Part auch schon gemacht, aber für das gute Ende ist das offenbar notwendig. Ich verstehe jetzt nicht ganz, wieso er davon wissen muss, aber okay. Ich habe eine wichtige Information. Anna Henrietta sollte das 5. Opfer von Detlef und Sianna werden. Bist du sicher?
Und ob. Ich habe einen Beweis gefunden. Wie konnte sie? Waren die Morde und die Zerstörungen in der Stadt nicht genug? Sie wollte ihre eigene Schwester töten. Ihre Herrin. Ich muss die Ehrenwache der Herzogin vergrößern, damit Silvia Anna beim Verhör genau beobachtet wird. Ich werde mich gleich darum kümmern. Danke für die Warnung, Hexer. Ich weiß deine Aufmerksamkeit zu schätzen. Fangen wir mit der Zeremonie an. Komm mit, die Herzogin wartet. Im Namen der Gilde ersuche ich dich um deine Unterstützung, erlauchte Herrin. Ohne Fässer ist es vorbei mit der Produktion und mit uns. Ihr habt sie alle im Feuer verloren? Oh, wie schrecklich. Wir sind über die Maßen betrübt. Ja, erlauchte Herrin, allesamt. Als die Bestien es bis ins Lagerhaus geschafft hatten, ging alles in Flammen auf. Ich werde einen Palastwächter senden, der sich die Unglücksstelle ansieht. Wenn es ist, wie du sagst, wird aus der herzoglichen Schatzkammer eine angemessene Kompensation gezahlt. Vielen Dank, erlauchte Herrin. Erlauchte Herrin, Geralt von Riva ist eingetroffen. Meine lieben Untertanen, wir kommen zum nächsten Punkt. Von allen Pflichten, die mir als Herrscherin dieses Reichs auf den Schultern ruhen, ist diese hier mir die liebste. Wir verleihen den Orden von Vitis Vinifera, Toussaints höchste Auszeichnung. Geralt von Riva, Schlächter des Biests von Beauclair, tritt vor. Diesen Orden erhält jener Hexer, der Beauclair vom schrecklichen Biest befreit hat. Dies ist unser Wunsch. Dieses Symbol möge allen als Zeichen dienen, dass der Hexer auf ewig ein Freund Beauclairs ist. Weniger förmlich gesprochen, danke ich dir aufs Herzlichste, Geralt. Damian hat deine Belohnung. Unterm Strich war es ja nur ein Auftrag. Vielen Dank. Ich habe auch noch eine kleine Überraschung für dich. Ein Dutzend Fässer Sangreal. Der Wein ist sonst der Herzogstafel vorbehalten. Auf dich wartet ein kulinarisches Erlebnis, das du nie vergessen wirst. Bist du zufrieden? Ja, von die 5000, aber... Naja, erwähnen muss es trotzdem. Ja, zufrieden und dankbar, Herrin. Doch leider muss ich die Stimmung ruinieren. Sianna hat geplant, dich zu töten, Herzogin. Sie wollte Detlef benutzen. Du solltest das 5. Opfer sein. Das kann nicht wahr sein. Unmöglich. Du musst dich irren. Ich habe den Beweis. Ich glaube es nicht. Ich werde gleich mit Sianna sprechen. Begleitest du mich? Du hast mir meine Schwester zurückgebracht. Aber was du mir nun sagst, ist vernichtend. Ich glaube nicht, dass ich gerecht über sie urteilen kann. Ich hoffe, du irrst dich, Geralt. Das tue ich nicht. Im Gegenteil. Ich rate dir, in ihrer Gegenwart äußerst vorsichtig zu sein. Du übertreibst, Hexer. Sie ist meine Schwester. Ich weiß, wie ich mit ihr sprechen muss. Wenn meine Anwesenheit nützlich sein kann, bleibe ich natürlich. Wir befragen nun eine Person, die in die Morde in unserer schönen Stadt Beauclair verwickelt ist. Hauptmann de la Tour, bring Silvia Anna herein.
Wohnt der Hexer der Unterredung bei? Ich bin auf Anforderung der Herzogin anwesend. Du hast schwere Verbrechen begangen. Doch du bist meine Schwester und mein Herz erlaubt mir nicht, dich wie eine gewöhnliche Kriminelle zu behandeln. Es erlaubt mir auch nicht zu glauben, dass du meinen Tod gewollt hast. Mein Herz verlangt zu wissen, dass es das Monster Detlef war, das dich beeinflusst hat. Du selbst würdest nie so tief sinken. Daher habe ich Geralt als Außenstehenden gebeten, mich zu beraten. Ich werde jetzt anhören, was er zu sagen hat. Nee, das wäre definitiv falsch. Ich glaube, das hier wäre die richtige Antwort. Die Bitterkeit verzehrt Sienna. Viele am Hof von Beauclair verdienten ihre Verachtung. Ich kenne ihre Gründe. Ich verstehe sie sogar. Aber ich kann ihre Taten nicht vergeben. Wovon redet er, Sienna? Das weißt du genau. Ich wurde gewaltsam verstoßen, weißt du noch? Zu deinem Nutzen. So hast du den Thron erhalten, obwohl ich älter war. Die Minister verstehe ich. Die haben mich schon als Kind gehasst und geglaubt, ich würde eine lausige Herzogsgemahlin abgeben. Ich verstehe sogar unsere Eltern. Ich wusste es immer. Sie haben sich vor mir gefürchtet, weil ich es gewagt habe, frei zu sein. Dieser hanebüchene Fluch kam ihnen gerade recht. Ein Geschenk der Götter, eine Erleichterung. Aber du? Dein Verrat war am schlimmsten. Du warst doch meine Anarietta, verdammt. Meine kleine Lieblingsschwester. Verstehst du jetzt, Hexer? Sie hat mich verraten. Und du willst sie alle verstehen? Warum hast du dich dann gerächt und sie alle ermorden lassen? Sie haben meine Rache verdient. Sie haben mich allesamt verabscheut, seit ich denken kann. Anarietta hat mich mal verstanden. Sie war alles, was ich hatte. Ihr Verrat hat am schlimmsten geschmerzt. Ihr wart doch beide noch Kinder. Ihr hattet keinen Einfluss auf das, was geschah. Irrtum, Hexer. Sie hatte Einfluss. Liebe Schwester, erinnerst du dich noch an den Tag, an dem ich aus dem Palast verbannt wurde? Natürlich war es meine Idee, den nilfgaardischen Gesandten mit Fischblasen zu bewerfen, gefüllt mit ranzigem Talg. Die du zum Schluss angezündet hast, um mich zu beeindrucken, schätze ich. Ist dir gelungen. Wir haben ihn voll auf der kahlen 12 getroffen. Ich habe mich fast totgelacht. Aber als es um den Schuldigen ging, hast du kein Wort gesagt. Ich habe die ganze Schuld und die ganze Strafe gekriegt. Das stimmt. Ich bin nicht für dich eingestanden. Ich hatte zu viel Angst. Das Urteil war einstimmig. Sie haben meine Vergehen aufgelistet, meine Ausflüge aus dem Palast, angebliche Grausamkeiten, unangemessene Freundschaften. Sie haben mich rausgeworfen. Aber du, die Einzige, die mich verstanden hat, du hast dich einfach geduckt und keinen Finger krumm gemacht, mir zu helfen. Nie. Du hast auch nicht versucht, mich zu finden. Das stimmt nicht. Ich habe nach dir gesucht. Ich habe Ritter gesandt und Nachrichten gesammelt. Du wolltest nicht gefunden werden. Seit dem Tag, an dem du gingst, habe ich im Bewusstsein gelebt, dich im Stich gelassen zu haben. Es tut mir leid, liebe Schwester. Kannst du mir vergeben?
Es ist vollbracht. Das Beste an der ganzen Zeremonie war ihre Kürze. Für dich vielleicht, weil du dich davon gemacht hast. Die anderen fangen bestimmt erst an. Die Trunkenheit endet nie in dieser malerischen Gegend. Findest du Toussaint also doch nicht so toll? Ach, Toussaint ist wie starker Wein, Geralt. Gut in kleinen Portionen. Wie findest du meinen Brand? Zu stark? Genau richtig. Der örtlichen Alraunen, der Varietät Diavolis sei Dank. Die Wurzeln, die hier in der Vulkanerde wachsen, haben ein einmaliges Geschmacksprofil und eine außergewöhnlich dunkelbraune Färbung. Faszinierend. Ich kann nur sagen, dass diese Charge gelungen ist. Eigentlich wäre es klug, ein paar Wurzeln zu lagern. Würdest du mich begleiten? Wenn du das für eine gute Idee hältst, dann los. Aber dir ist klar, dass diese Variante hochgiftig ist. Auch für Hexer. Kein Problem. Ich lasse Sicherheit und Hygiene bei der Alchemie niemals außer Acht. Hier, Handschuhe und Maske. Damit solltest du außer Gefahr sein. Also gut, dann mal los. Das Mond? Tja, wie gewohnt eigentlich nichts Neues. Mache es trotzdem noch mal ganz kurz, weil es könnte ja sein, dass danach noch ein bisschen was anderes kommt. Gab es zwar eher weniger, aber wie gesagt, man weiß ja nie. Licht lädt zum Träumen ein. Woran denkst du gerade? Succubus-Titten? Nein, ich dachte daran, dass alles interessant aussieht, wenn es richtig beleuchtet wird. Auch alte Nekrophagenkadaver? Du hast wirklich gar keine Kultur, oder? Geht so. Ja, mal anfangen. Ich habe nicht an den gleichen Orten, war. Bingo. Hätten wir da Nummer 1. Und übrigens gehen wir ein bisschen auf den Sack hier. Wir haben doch noch irgendwie... Dankeschön. So. Okay. Bingo. Wo ist dieser Blutsauger hin? Wird nicht leicht zu finden sein. Ist schließlich ein Vampir. Oh, das kriegen wir schon hin. Verdammt, wo steckst du? Regis! Du hast gegen einen Ich habe getan, was ich musste. Mann, ich sehe nichts, vor allem wenn es dunkel ist, sehe ich erst recht nichts. Ja, danke schön, Regis macht ja alles. Diese Bruxe haben dich einen Verräter genannt. Tja. Wir Vampire haben einen sehr einfachen Ehrenkodex. Man könnte ihn trivial nennen. Entweder ist jemand für uns, uneingeschränkt und unabhängig von den Umständen, oder... Sie werden also keine Ruhe geben. Nein, werden sie nicht. Zum Glück gibt es noch eine Regel, eine ungeschriebene, genauso trivial. Sie lässt sich mit aus den Augen, aus dem Sinn zusammenfassen. Darum muss ich Toussaint verlassen. Vermutlich für geraume Zeit. Ja, verstehe. Ach, gehen wir in mein Lager. Ich habe das überwältigende Bedürfnis, etwas zu trinken. Hervorragendes Bouquet. Entwickelt sich sanft, überrascht im Abgang. Meinst du nicht? Ich bin kein Connoisseur. Dann wird es aber Zeit. Schließlich gehört dir jetzt das Weingut Corvo Bianco. Übrigens habe ich dir ein Geschenk in dein neues Heim gelegt. Auf den Nachttisch. Danke. Verrätst du mir, was es ist?
Eine Kleinigkeit, die dir nützlich sein wird, wenn du Mutagene brauchst. Weißt du übrigens schon, was du mit deinem Preis machst? Hängst du die Schwerter jetzt über den Kamin und stutzt Weinreben? Könnte mich ja mal für das anderes entscheiden, aber nö. Nein, das ist nichts für mich. Vielleicht werde ich dann und wann dort überwintern und meine Weinvorräte aufstocken. Aber ansonsten bleibe ich auf der Straße. Man kann nicht einfach aufhören, Hexer zu sein. Das ist man auf Lebenszeit. Man kann diesen Pfad nicht verlassen. Außerdem gibt es reichlich zu tun für mich. Die Ghule werden sich nicht selbst umbringen. Ist es nicht seltsam, dass immer, wenn wir uns treffen, irgendein Unglück geschieht? Ich weiß noch, dass wir uns hier in der Nähe mal vor einem Schneesturm versteckt haben. Erinnerst du dich? Natürlich. Wir waren unterwegs, um Ciri vor Vilgefortz zu retten. An das Treffen mit Vilgefortz denke ich nicht so gerne. Trotzdem war jener erste Aufenthalt in Beauclair viel ruhiger als dieser. Damals schien es das reinste Märchenreich zu sein. Das einzige Problem war, dass die Keller zu klein für den ganzen Wein waren. Der Schein, Geralt. Der Schein kann trügen wie ein Blender oder Doppler. Sag mal, Geralt, was ist aus Vilgefortz geworden? Ich habe ihn getötet. War nicht einfach. Und du? Weißt du schon, wohin du gehst? Möglichst weit weg. Vermutlich ziehe ich nach Süden. Nach Nilfgaard? Warum nicht? Die Nilfgaarder sind eine moderne Gesellschaft. Da glaubt niemand mehr an Vampire. Das ist meinem Inkognito-Dasein sehr zuträglich. Interessanter Gesichtspunkt. Ich bin genau da, wo ich sein will. Bleiben wir noch eine Weile? Sehr gern, mein Freund. Wir waren Zeugen, manchmal auch Urheber zahlreicher einschneidender Ereignisse. Es war aufreibend. Wir haben eine Pause verdient. Allerdings. Der Schlussblick von Geralt ist einfach so episch, ey. Aber jetzt natürlich die Aussage von Regis noch, wir haben uns eine Pause verdient. Eine Pause verdient. Und Geralt so, allerdings. Eine Pause muss ja nicht endlos sein. Ein Witcher 4 mit Geralt? Nee, im Prinzip ist es dann doch definitiv, dass es ja, das letzte Abenteuer für Geralt sein wird, aber eben, ich meine, so als Nebencharakter oder so, der uns halt mal helfen wird bei The Witcher 4 mit Ciri in der Hauptperson oder sonst irgendwie ein neuer Hex oder was auch immer. Man weiß ja nie. Übrigens, wieder noch die Credits, genau, die haben wir zwar schon in der letzten Folge, glaube ich, gesehen, komplett, bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber das ist natürlich das wahre Ende, das wir gerne rauslaufen lassen, weil am Schluss kommt noch eine kleine Botschaft von Entwicklern, die ich euch dann gerne zeigen würde, und daher, jo. Also, soweit mal, würde ich sagen, es war trotzdem wieder mal episch, auch dieses wahre oder dieses gute Ende, sehr gut umgesetzt, wie ich finde, und den Rest bereits in der letzten Folge noch gesagt. In der nächsten Folge gucken wir uns das schlechte Ende für uns an. Das heißt, das schlechte Ende kann man eben dadurch halt hervorrufen, wenn man entweder die Mission mit dem Unsichtbaren machen würde, anstelle Syanna im Märchenland zu befreien, oder aber man befreit sie, aber gibt ihr halt das Armband nicht, das sie halt retten würde. Diese zwei Optionen gibt's, damit es halt ein bisschen kürzer ist, weil die Mission mit dem Unsichtbaren dauert ein bisschen länger, werde ich dann in der nächsten Folge direkt im Märchenland starten, aber halt ohne Syanna das Band zu geben. Dann ein kleiner Schnitt, dann kommen wir zum Schluss wieder. Sprich im Kampf gegen Dettlaff. Was dann passiert, kann man, glaube ich, alle schon denken. Und tja, das Ende dort,
das wird relativ spannend, weil es kommt ein alter Charakter zurück, den wir noch aus Witcher 3 Wild Hunt kennen. In diesem Sinne, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Part. Und ja, nicht vergessen, am Schluss kommt eine kleine Botschaft von den Entwicklern. Bis dahin, tschüss!